Ich glaube, in dieser Ausnahmesituation ist es klar, dass die Jugendlichen jetzt ein bisschen mehr vor dem Bildschirm sind. Einerseits sind sie damit beschäftigt, Lehraufträge zu erfüllen von den Lehrern, die digital kommen. Andererseits wenn sie auch mit Gleichaltrigen immer noch in Kontakt bleiben. Und das ist jetzt halt überwiegend über soziale Medien. Bildschirmzeit ist nicht gleich Bildschirmzeit. Man muss unterscheiden zwischen Mediennutzung und Medienkonsum. Mediennutzung ist die Zeit, die sie jetzt für die Schule aufwenden. Und es ist klar, dass die jetzt zugenommen hat. Und Medienkonsum ist die Zeit, die sie in der Freizeit aufbringen. Und dort sollte man vielleicht ein bisschen darauf achten, wie lange sie dran sind. Wichtig ist, dass klare Regeln und Beschränkungen aufgestellt werden. Zum Beispiel kein Smartphone während dem Essen und auch nachts. Das Internet hat sicher ganz klare Vorteile und Erleichterungen bei uns in den Alltag gebracht. Aber es hat auch gewisse Gefahren, wie zum Beispiel Internetkriminalität oder auch das Risiko, abhängig zu werden. Abhängig wird man zum Beispiel von den sozialen Medien, vom Gamen, von Glücksspielen wie Online-Casinos oder Online-Shopping und auch Pornografie. Entscheidend ist bei den Jugendlichen, wie hoch die Medienkompetenz ist. Das heisst, ob sie gelernt haben, mit Medien bewusst umzugehen. Dabei ist der Inhalt entscheidender als auch die Dauer. Und wichtig ist, dass man wie im realen Leben die Jugendlichen und Kinder auch in einer digitalen Welt begleitet. Man sollte nachfragen, informiert bleiben, auch kritische Fragen mal stellen oder Reflexionsprozess zu fördern. Und auch dann, wenn eigentlich die Kompetenzen der Jugendlichen die Kompetenzen der Erwachsenen überholt haben. Sucht entwickelt sich nicht von einem Tag auf den anderen, sondern das ist ein schleichender Prozess. Für suchtgefährdete Menschen ist es jetzt zwar wirklich ein höheres Risiko da, eine Abhängigkeit zu entwickeln. Das gilt für Verhaltenssüchte wie Medienkonsum, aber auch für Alkohol, Cannabis und Tabak. Was die Gefahr jetzt auch erhöhen lässt, ist, dass die soziale Kontrolle momentan wegfällt. Zum Beispiel Lehrpersonen merken nicht, wie oft ein Jugendlicher bekifft ist. Oder ein Arbeitgeber merkt auch nicht, ob ein Arbeitnehmer noch mit einem Kater am Morgen vor dem PC sitzt. Wichtig ist, dass der Ausgleich und der regelmäßige Austausch innerhalb der Familie stattfindet. Strukturieren Sie den Tagesablauf mit den Jugendlichen, binden Sie die Jugendlichen in den Haushalt ein, nehmen Sie gemeinsam die Mahlzeiten und definieren Sie die bildschirmfreie Zeit gemeinsam. Wenn Sie sich Sorgen machen, dann suchen Sie das Gespräch mit dem Betroffenen. Teilen Sie Ihre Sorgen, Beobachtungen und Wünsche mit. Gehen Sie dabei von sich aus und sagen Sie, was Sie stört, was Sie beschäftigt und warum Sie sich Sorgen machen. Vermeiden Sie Vorwürfe oder auch Hinweise auf einen möglichen Konsum. Selbsttest könnten Sie uns einen ersten Hinweis geben, ob ein problematischer Konsum da liegt. Und wenn es dann wirklich kritisch wird, dann gibt es verschiedene Anlaufstellen im Kanton Graubünden. Wenden Sie sich doch an die regionalen Sozialdienste, an das Blaue Kreuz oder an die psychiatrischen Dienste von Graubünden. Nicht nur für die Jugendlichen ist die Situation schwierig, sondern auch für erwachsene Personen und insbesondere auch für Eltern. Geben Sie sich auch Sorge und nehmen Sie sich auch genügend Zeit für Ihre Bedürfnisse. Tauschen Sie sich mit Kolleginnen und Kollegen aus, per Telefon, WhatsApp oder FaceTime. Und wenn es kritisch wird, gibt es auch verschiedene Fachstellen, wie zum Beispiel die dargebotene Hand, wo Sie persönlich beraten und Ihnen helfen.